Die Legende beginnt im östlichen Kontinent, in einem Land namens Überlegener Körper. Dort auf dem Gipfel des Blumenfruchtberges ruhte ein magischer Stein. Seit Anbeginn seiner Schöpfung sammelte der Stein die Essenz von Himmel, Erde und der Sterne. Äonen vergingen und der Stein wuchs auch, wenn nur sehr langsam, zu einem Ei heran. Irgendwann brach das Ei offen und ein Affe schlüpfte aus diesem. Anfangs lebte der Affe mit seinen Zeitgenossen auf dem Blumenfruchtberg, doch eines Tages zeigte er seinen Gefolgsaffen, wie tapfer und weise er ist und springt in einen Wasserfall. Hinter diesem entdeckte er eine Höhle. Schnell folgten ihm die anderen Affen und fingen an, dort zu leben. Daraufhin ernannten sie diesen Boss zum Affenkönig. Er verbrachte seine Tage in Freude und Banketts mit Früchten und genussvollem Essen ohne Ende. Doch dieses Glück sollte nicht für immer anhalten. Früh entdeckte er die Sterblichkeit und erkannte, dass obwohl er ein Leben voller Luxus und Glückseligkeit führt, er trotzdem eines Tages sterben wird. Er entscheidet sich dazu, all seine Bindungen zu trennen und alles hinter sich zu lassen, um auf die Reise nach Unsterblichkeit zu gehen. Er verlässt den Blumenfruchtberg und verkleidet als ein Mensch findet er einen Tao-Meister. Das ist eine Art Mönch in China. Schnell wird er des Meisters Lieblingsschüler und erlernt magische Kräfte. Dazu gehören die 72 Transformationen, welche ihm die Möglichkeit geben, alles zu werden, was er werden möchte. Und die Fähigkeit, 100.000 Kilometer mit nur einem Vorwärtssalto zu fliegen. Er besitzt außerdem noch Jindu Yun, eine Wolke, mit der man noch viel schneller reisen kann. Der Taoist benennt ihn Sun Wukong, was so viel bedeutet wie aufgewacht zur Lehre. Aufgrund der Art von Sun Wukong macht er sich unbeliebt bei den höheren Mächten und Göttern. Er zerstört den östlichen Drachenhimmelspalast und klaut die Heilige Nade. Die Heilige Nade kennen wir aus Dragon Ball in Form von Son Gokus Stab. Dieser kann sich nämlich unendlich lang dehnen. Die Parallelen zwischen Son Goku und Son Wukong sind also hier schon mal vorhanden. Beide haben denselben Namen. Son Goku ist die japanische Form des chinesischen Son Wukong. Sie beide sind auf eine Art und Weise Affen. Sie besitzen den Stab der Heiligen Nade, also diesen einen Stab, der sich eben nicht lang dehnen kann. Sie reiten auf dieser Wolke namens Jindu Jun. Des Weiteren kommen sie aus einem eiförmigen Objekt oder Gestein aus der Erde hervor. Im Originalen oder Dragon Ball Classic wurde eben Son Goku aus diesem Stein geboren, der in der Erde war und gefunden wurde von Son Gohan. So ist eben auch Son Wukong geboren worden. Aber stoppen wir hier doch mal mit den Parallelen zwischen Dragon Ball und der Son Wukong Geschichte, sondern gehen wir über zu den Parallelen zwischen der One Piece Story und Son Wukongs Geschichte. Da gibt es nämlich so viele, die da existieren und so viel Stoff wie Theorien. Kommen wir zu meiner ersten Theorie heute. Es gibt einige Theorien, die ich anschneiden werde. Kommen wir nochmal zu der ersten Theorie. Laut Eiichiro Oda ist Monkey D. Ruffy direkt von Son Goku inspiriert worden. Wir wissen jedoch, dass Son Goku eigentlich nur Son Wukong ist. Daher gibt es so einige dritte Verbindungen zwischen Ruffy und Son Wukong. Zum einen wäre da der Name. Mit Monkey D. Ruffy hat eben Ruffy schon das Wort Affe im Namen. Son Wukongs Hauptwaffe ist ein Stab, der sich unendlich lang dehnen lässt, während Ruffy die Gum-Gum-Frucht besitzt und mit derer er sich eben dehnen kann. Die Gum-Gum-Frucht ist also eben das Äquivalent zum Stab des Son Wukong. Des Weiteren bin ich der festen Überzeugung, dass es sich bei der Gear 4 Form um eine Stufe des Affenkönigs handelt. Der Affenkönig war dazu in der Lage, sich sehr schnell zu bewegen. Ruffy ist in der Gear 4 Form nicht nur bis ins Unendliche dehnbar, sondern auch in der Lage, mit Düsengeschwindigkeit durch die Luft zu fliegen. Son Wukong war außerdem in der Lage, seine Form zu verändern. Daraus schließe ich, dass es Sinn macht, dass Ruffy irgendwann in der Lage dazu sein wird, seinen Körper in verschiedene Formen zu verlagern oder zu verwandeln. Dazu müsste er sein Gummi so weit ausdehnen und mit Haki zerdrücken, dass er eben in jegliche Form presst. Wir haben diese Fähigkeit ja schon mit Bounceman und Tankman bei Ruffy gesehen. Selbst das Aussehen des Gear 4 lehnt an das des Super Saiyan 4 an, welcher eben eine Affenform besitzt. Ruffy wird nicht direkt ein Affe oder ein Affenkönig sein, wie es viele Theoretiker halbherzig behaupten, sondern seine Fähigkeiten und Kräfte sind bereits jetzt schon denen des Son Wukong in vielerlei Hinsicht extrem ähnlich. Son Wukong erkannte Sterblichkeit und ging auf die Reise nach der Freiheit, nach Unsterblichkeit. Ruffy ist ebenso auf einer Reise nach Freiheit, nämlich durch das Finden des One Piece, und während Son Wukong den Himmel und die Götter herausfordert, tut Ruffy ebenso den sogenannten selbsternannten Göttern der One Piece Welt und der Weltregierung den Kampf ansagen. An dieser Stelle ist also klar, eigentlich ist Monkey D. Ruffy der Son Wukong der One Piece Welt, wobei sich alle Formen und Fähigkeiten des Son Wukong irgendwo bei Ruffy wiederfinden lassen. Kommen wir zu dem Ei, aus dem Son Wukong geschlüpft ist. Finden wir so etwas Ähnliches auch in der One Piece Welt? Das tun wir.
In Episode 0, als Gold Roger gegen Shiki gekämpft hatte und seine gesamte Flotte durch einen mysteriösen Sturm weggefegt wurde, haben wir ein gigantisches Ei auf Rogers Schiff gesehen. Erkennt man die Verbindung zwischen Son Wukong und Monkey D. Ruffy, wird jedenfalls für mich klar. Kann es sein, dass Ruffy aus einem Ei geschlüpft ist? Son Wukong selbst war nur ein einfacher Affe, genauso scheint Ruffy wie ein einfacher Mensch zu sein. Sie beide besitzen jedoch einen steinharten Willen, der sie unendlich stark macht. Wenn Ruffy nicht persönlich aus dem Ei geschlüpft ist, dann vielleicht sein starker Wille, Piratenkönig zu werden. Das ergibt für mich in vielerlei Hinsicht Sinn. Was, wenn Roger und Monkey D. Dragon einen Plan entwickelt haben, um die Weltregierung zu stürzen, der eben involviert, dass Ruffy aus diesem Ei schlüpft und für Chaos sorgt? Ein Wesen geboren mit der Lösung für die ultimative Aufgabe. Ein Projekt der Revolutionsarmee und des ehemaligen Königs der Piraten. Aus irgendeinem Grund kämpfen die Revolutionäre nicht direkt gegen die Weltregierung. Laut Whitebeard wird etwas geschehen, sobald das One Piece gefunden wird. Was, wenn die Revolutionsarmee auf Ruffy wartet? Dragon und Shanks auf einen bestimmten Moment warten, um ihren Retter Ruffy zu treffen. Der Junge, der dazu geboren ist, der König der Piraten zu werden, ist das vielleicht Monkey D. Ruffy schon immer gewesen, aufgrund der Geburt aus diesem Ei. Das Ei könnte entstanden sein durch die antike Technologie, Joyboy und das antike Königreich. Sie haben diese Kraft versiegelt und Gold Roger hat sie entfesselt. Jetzt warten sie alle nur darauf, dass Ruffy seine Bestimmung erfüllt. Doch ist Ruffy als Kämpfer für die Freiheit damit einverstanden, dass er ein Projekt ist, die Weltregierung zu stürzen? Lass uns die Geschichte des Son Wukong und die Reise nach Westen weiter betrachten, um noch mehr Indizien dazu zu finden, dass Oda viel mehr Inspiration aus der Geschichte hat, als man so denken mag. Irgendwann im Himmel konnten die Götter Son Wukong nicht mehr aufhalten und sie wandten sich an Buddha. Son Wukong befand sich auf der Hand des Buddha und wurde herausgefordert. Versuche aus meiner Hand zu entkommen und ich werde dich zum Herrscher der Himmel und der Erde machen. So schnell und arrogant wie der Affe doch war, fing er an loszufliegen. Nach einer ganzen Weile erreichte er 5 Säulen und er meinte, er habe die Säulen des Himmels und somit die Grenzen der Welt erreicht. Mit Stolz schrieb er, Son Wukong war hier auf diese Säulen und pinkelte auf diese. Als er zurückkam, erkannte er, dass die Hand des Buddha nach Urin stank. In Wirklichkeit waren die 5 Säulen also die Finger des Buddha und daraufhin drückte der Buddha seine Hand mit Son Wukong auf ihr in die Erde und erschuf den 5-Finger-Berg. Son Wukong war für ganze 500 Jahre in diesem Berg eingesperrt, bis ihn ein Mönch befreite. Der Mönch benötigte einen Bodyguard, der ihm dabei helfen soll, die heiligen Schriften zu finden, die alle Kriege und Morde beenden und der Welt Frieden und Freiheit schenken sollen. Son Wukong schloss sich dem Mönch an und erkannte ihn als Meister. Daraufhin begaben sie sich nach Indien und reisten somit vom chinesischen Osten in den indischen Westen und erlebten alle möglichen Abenteuer. Besprechen wir die Parallelen in diesem Teil der Geschichte. Ist es nicht interessant, wie der goldene Buddha Sengoku dieselbe Attacke benutzt, wie auch der Buddha in der Geschichte gegen Son Wukong? Des Weiteren würde es perfekt passen, wenn der Stein oder das Ei auf Gold Rogers Schiff mehrere 100 Jahre alt ist und vom antiken Königreich stammt. Son Wukong selbst war im Berg mehrere Jahre festgehalten. Jetzt kommt der Teil, der meiner Meinung nach die wichtigste Parallele ist. Der Hauptbestandteil der Geschichte, die Reise nach Westen, ist, dass der Mönch der Einzige ist, der die Schriften entziffern kann und welche eben der Welt diese Freiheit schenken kann. Dabei reist er von Osten nach Westen. In One Piece kommt Ruffy aus dem East Blue und reist geografisch durch die Grand Line in den Westen. Dabei findet er Pornoglyphe, die antiken Schriften entziffern und die Wahrheit der Welt offenlegen sollen. Ungefähr ähnlich zu den Schriften in der Geschichte, wobei wie der Mönch es auch nur Robin gibt, die als einzige Pornoglyphe wirklich lesen kann, ohne dabei billige Tricks zu verwenden. Diese Parallelen bringen mich zu der Tatsache, dass Eiichiro Oda sich viel mehr inspirieren lassen hat, als wir uns denken können, um meine Theorie einmal zusammenzufassen. Monkey D. Ruffy ist aus dem Ei geschlüpft und dient als Projekt, die Weltregierung zu stürzen. Die Parallelen sind so stark vorhanden, dass diese Schlussfolgerung gar nicht so bescheuert klingt. Deswegen macht es auch Sinn, dass sein Vater Monkey D. Dragon heißt, weil Drachen eben diejenigen sind, die Eier legen. Dragon hat dieses Ei also irgendwie initiiert und Ruffy besitzt so den Urwillen des antiken Königreichs in sich. Seine Reise ist dieselbe, die Son Wukong ebenfalls durchmachen musste und seine zukünftigen Attacken werden sich in Zukunft noch weiter an die des Affenkönigs halten. Die Parallelen sind also sehr klar und wir können auch erkennen, dass selbst die Reise nach Westen dieselbe Reise ist, die Ruffy durchlegt, um das One Piece zu finden. Der Mönch ist Robin, Ruffy ist Son Wukong und so weiter und so fort. Es gibt so viele Parallelen und ich hoffe, dass euch dieses Video an dieser Stelle gefallen hat. Die ganze Theorie ist wirklich sehr gut recherchiert und ich hoffe, dass euch alles gefallen hat. Der Erzählerstil und eben das ganze Make-up der ganzen Geschichte. Vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende habt, dass ihr eure Zeit genießt und dass ihr eben das Wetter genießt. Geht raus und chillt mit Freunden, Verwandten, Familie. Lebt euer Leben und genießt alles so, wie ihr es eben leben sollt.
Danke Leute, dass ihr mich unterstützt und immer auf diesen Kanal einschaltet. Vielen Dank. Ja, gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Dislike, wenn es euch nicht so gefallen hat. Ansonsten gebt mir gern ein fettes Kommentar mit Kritik und euren Meinungen dazu. Ja, ansonsten sage ich, abonniert mich. Ich sage an dieser Stelle ciao und tschüss meine Freunde.